Everybody get your fucking hands up. Ja, moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen zum neuesten Video. Und ja, ich habe schon aufs Video ein bisschen gespienzelt und mir reagiert auf das Video vom Blackout mit der Simpson-Fahrt. Für mich ist es ein bisschen so Simpson von ihm wie für uns Töffli. Ja, das ihr kennt, das ist ja in Deutschland, glaube ich Ostdeutschland, oder ich will mich jetzt nicht blamieren, ist das Kultig gewesen. Die Fahrt 70, die hat man glaube ich mit dem A1 oder mit dem Rollerführerschein, ich weiß nicht, hat man die verfahren. Und ja, wir schnurren nicht lang und reagiert aufs Video. Let's go! Die Landratten, was geht ab? Blackout ist am Start und willkommen zu einem weiteren Video. Heute ist es endlich soweit und ich werde mal wieder mit meiner kleinen süßen Simson fahren. Das gute alte Ostprodukt, deutsche Qualitätsarbeit. Und mittlerweile funktioniert auf jeden Fall der Tacho. Sollte auf jeden Fall funktionieren. Ich erspare euch jetzt diese Unangenehmheit von mir, die ich immer mache beim Kicken. Weil ich ein absoluter Idiot bin und nicht ankicken kann, werde ich das jetzt einfach anschieben, weil das auch geht. Genau, das ist ja so, das ist eigentlich genau gleich wie beim Töffli. Entweder du musst einfach Rotation im Rad haben, blöd gesagt, oder auf der Kette, Zug auf der Kette. Beim Töffli kannst du ja auch, wenn du wieder trampelst und du anlassen oder stossest zum Anlassen. Ja. Ja, geht doch. Geht doch das Teil hier. Woo! Nein! Das machen wir nochmal. Jetzt hat! Läuft! Ja, aber ist wenigstens authentisch, wie wenn er jetzt draufgeschrieben wäre und losfahren nach monatelang nicht fahren, wäre ein bisschen komisch gewesen, oder? Also, gut ist das so gewesen. Oh, da bin ich schon wieder aus der Puste. Oh, ist das geil! Jetzt funktioniert es auch tatsächlich. Der Tacho läuft. Vergebt mir bitte, dass ich keine gute Schutzkleidung anhabe. Ich bin nämlich gerade bei Niklas zu Besuch und habe gar nicht geplant, überhaupt Motorrad zu fahren. Aber ich dachte, oh, jetzt habe ich da meine Simson gesehen. Ich muss mal wieder eine kleine Runde drehen. Also ich finde jetzt mit der Simpson, dass man jetzt keine Schutzkleidung hat, finde ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht schlimm, weil wenn du mit dem Töffli unterwegs bist, gut, wenn du jetzt 70 fährst, ist es verdammte Geschwindigkeit, wenn du umgehst mit 70, oder? Aber ich meine jetzt, wenn du mit dem Töffli unterwegs wärst, mit dem Töffli fährst du knapp bei 30 normalerweise, dann hast du auch höchstens einen Helm an. Da hast du keine Handschuhe an, da hast du nichts da bist du halb nackt drauf. Das ist eigentlich das Normale. Das ist eigentlich das Normale, einfach ein Helm an und fertig. Es gibt natürlich auch noch so ganz coole, vor allem ältere Leute, so um die 40, um die 50, die im Dorf rumfahren, die ich schon oft gesehen habe, die keinen Helm haben. Und das finde ich so bescheuert. Also wirklich, wenn du so alt bist und du fährst ohne Helm, also dann, ich habe das Gefühl, die denken, sie sind cool, weil sie ohne Helm fahren, oder? Aber dabei ist es nur peinlich, oder? Aber gut, schauen wir weiter. Mit dem schönen Teil. Ich erinnere mich auch gar nicht mehr, dass der Lenker so breit war. Das ist abgefahren. Und deswegen, wie gesagt, keine Schutzkleidung. Wir haben richtig geiles Wetter. Fahrt nicht so natürlich hier. In kurzer T-Shirt-Montur und Hose mit Löchern. Das ist aber schön. Also, es bockt schon zum Zuschauen. Jetzt hat ich schon auf 30 km/h. Ich glaube, er fährt schon ein bisschen schneller, als es aussieht. So ich freue mich richtig, mal wieder mit dem Teil unterwegs zu sein. Also es fühlt mich, so wie er jetzt fährt, habe ich das Gefühl, tönt es wie ein ziemlich stark fittes Töffli. Weißt du, was ich meine? Weil mein Töffli ist am Schluss immer schwächer geworden und schwächer und ich weiß nicht, was das Problem war. Und das, wie er jetzt mit der Simpson fährt, tönt wie eine richtige, saubere Tour, das Töffli, einen richtigen Zug hat, finde ich. Deswegen, wie gesagt, musste ich diese Chance nutzen. Und es ist halt wirklich so geil, dass du das Teil... Nein! Ja, genau. Sobald er kein Gas mehr gibt. Ich sage nein zu überhöhten Stück. Sobald er kein
kein Gas mehr gibt. Jetzt ist es dann abgestellt gewesen, aber jetzt schauen wir weiter. Dann können wir hier nämlich auch den kleinen Trick 17 machen. Müssen wir gar nicht warten, bis die Ampel grün ist. Indem wir einfach hier kurz in eine Einbahnstraße rollen. So, geht doch. Der Profi, Digga. Ich muss einfach ein bisschen Zwischengas geben hier. Die war lange aus, ist nicht gefahren. Also ich muss sagen, seine Simpson, die sieht ja wirklich gut aus. Die haben sie ja neu gemacht. Ich finde, auch wenn ich mir jetzt, es würde gar nicht gehen, ich habe ja gar nicht das Geld dazu oder mit YouTube gab es kein Geld ab. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Töffel kaufen, ich habe ja ein Pony City gehabt, das war auch wie das Puch Maxi, sieht gleich aus wie das Puch Maxi. Solltest du nicht einfach nur ein Töffel kaufen und jetzt fahre ich damit. So, und dann, weil du das so mit YouTube machst, dann jetzt gerade ein Projekt daraus machen, oder? Und finde ich cool, dass er das so restauriert hat. Macht dann auch mehr her, als auch mit irgendeinem Schrottfahrzeug rumfährt, oder? Finde ich jetzt. Ja, jetzt. Der Blinker super spät gesetzt. Jetzt schiebt sie auch, jetzt läuft sie. So ist das doch schön. Ah, Leute, das ist Freiheit. Ist das geil. Da soll noch mal ein Roller gegen anfangen. Alter, wie schnell fährt die eigentlich? Schau mal, der Tacho, jetzt da auf dem Tacho, schon auf über 60. Ich darf doch nur 60 laufen. Ich bin ja nie mit Tacho gefahren, deswegen wusste ich das gar nicht. Wir sind ja schon bei 65. Ja gut, ich würde sagen, also ich kenne mich überhaupt nicht aus damit mit der Simpson. Aber ich weiss, beim Stöffli, also so ist es dort mal, wo ich mich darauf interessiert habe, auf Stöffli fahren, ist es so gewesen, das Töffli darf 30 km/h fahren und die Toleranz sind glaube ich 3 km/h. Also wenn es jetzt gemessen wird, das Töffli darf glaube ich 3 km/h schneller fahren. Aber wenn es jetzt schon 5 km/h schneller fährt, also 35, ist es zwar immer noch langsam, aber dann, das wäre dann schon nicht mehr erlaubt. Und bei der Simme weiß ich nicht, wie das ist. Alter, und ich habe mittlerweile erfahren, dass man die nicht nur ab 16 fahren darf, sondern teilweise in dem einen oder anderen Bundesland sogar schon ab 15. Mit 5 Ab 15? Krass. darf man schon die Karre fahren. Das ist richtig crazy. Ja, schauen wir weiter. 70 läuft die! Alter! Jetzt hoffe ich nur, dass sie mir nicht nochmal ausgeht. Ich muss einfach am Gas bleiben. Ja, also ich habe das selber gemerkt. Bei mir war es so, bei meinem Töffli. Oder ist es beim Töffli, es ist schon mega lange her mit dem Töffli, dass man auch immer müssen, wie heisst's, dass man immer muss auf dem Gas bleiben, und das ist auch ähnlich wie bei der Simme. Ach, eigentlich wollte ich ja auch gar nicht links. Ich habe mich ja völlig verfahren irgendwie. Ich wollte ja erst die nächste links. Krefeld ist auch jetzt nicht so meine Hut. Ich kenne mich nicht so gut aus. Aber das Ding läuft wie am Schnürchen. Niklas hat sich nochmal drum gekümmert, die ordentlich eingestellt, Vergaser eingestellt und so weiter. Und jetzt läuft die richtig schön. Ja. Aber er erzählt gerade, was alles gemacht wurde. Und das merkst du halt schon, wenn. Bei mir ist zum Beispiel beim Audi, der Oldtimer von uns, wo 42 Jahre alt ist, wenn das Auto, oder ja, irgendwie so 73er Jahrgang, wenn das Auto richtig gemacht wird, von jemandem, der wirklich Ahnung hat, und wird wirklich alles gemacht, das macht so Spaß. Auch wenn es so ein altes Fahrzeug ist, aber wenn es so funktioniert, wie es funktionieren soll, ist immer noch ein Fahrzeug. Weißt du, was ich meine? Es ist kein Panzer, wo du mitfährst. Also, das merkt man auch da mit der Simme, das macht. Was soll ich sagen? Genau, das macht einen richtig Fun. Zum Fahrer, was das jetzt abgestellt hat, was es der Tacho spinnt. Ja, was war das denn? Habt ihr das gerade gesehen? Das war doch nicht echt.
Die ist gerade von 40 auf 60 einfach so gesprungen. Ohne das. Hä? Das war ja gerade. Das sah richtig weird aus. Vielleicht läuft der Tacho einfach völlig falsch. Also ich glaube schon, dass er 70 gefahren ist, aber vielleicht ein bisschen schneller fährt. Aber das ist schon lustig vorne. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen verunsichert. Hä? Ja. Als würde ich noch 40 fahren. Was ist denn das? Was ist mit dem Tacho los? Ah! Und jetzt wieder auf 0 gesprungen. Also irgendwas läuft hier nicht so richtig. Da muss ich mir gleich nochmal mit Niklas angucken. Was ist das denn? Aber es ist schon geil mit dem Teil. Es ist so nice, dass man auch einfach nur einen Spiegel braucht und so. Und es ist so weich und chillig. Mega geil. Nicht, dass die Autos neben mir denken, ich will ein illegales Straßenrennen gegen die machen. Es spricht schon, dass man nur einen Spiegel braucht. Es gibt auch gewisse Fahrzeuge, die nur einen Spiegel brauchen, je nachdem, wann das die released worden sind. Gibt es auch, dass man ohne Gurke fahren kann und so. Aber es ist vielleicht schon geil von der Optik, dass er nur einen hat. Du bist schon gar keinen. Aber da musst du halt immer einen Schulterblick, oder musst du sowieso machen, aber da musst du noch mehr schauen, wenn du keinen Spiegel hast, oder wegen dem rechten Verkehr auf der rechten Seite. Weil ich die ganze Zeit den Motor rev. Dabei will ich eigentlich nur, dass mir die Karre nicht ausgeht. Aber hört sich natürlich ein bisschen so an, als würde ich einen Race provozieren. So, jetzt geht's wieder los hier. Da bin ich kurz im Zwischengang, oder was war das? Jetzt guckt euch das an. Der Tacho ist bei 30 und jetzt macht er gleich so einen Sprung. Guck mal, was ist das denn? Das ist die Todesbeschleunigung. Was mache ich denn hier? Ich schon am 4. Gang, ne? Ja. Hast du es gesehen? 50 statt da rechts und bei ihm schaust auf den Tacho ist fast über 60 gewesen. Da kann kein Rollerfahrer was gegen. Das ist halt schon, ey, das ist so cool. Junge, macht das Bock. Ich hab ganz vergessen, wie nice das ist, mit der Simme rumzufahren. Oh, ist das toll. Das ist schon echt wirklich, ich finde, die Simson ist wirklich so ein grundsolides, geiles Fahrzeug. In Norddeutschland wird ja fast gar nicht gefahren, leider, in Hamburg und Umgebung. Aber wenn man mal in den Osten geht, Richtung Leipzig und so, auch... Genau, in Osten ist das so beliebt gewesen, im Osten. Genau jetzt. Wo Annika herkommt, da fahren ja die Dinger überall. Und ich kann es auch völlig verstehen. Und bin auch irgendwie stolz, dass ich so ein Teil hier habe. Auch mit original DDR-Papieren. Das ist echt richtig geil. Das sind 2 Abonnenten, mit denen habe ich vor dem Video Fotograf gemacht. Muss ich ja mal winken, mal. Ich habe ein bisschen Freude hier mit der Simson. Was ein bisschen unheimlich ist, hier links, ist irgendwie die Bremse. Also sowieso Trommelbremse ist natürlich für alle, die schon mal was Ordentliches gefahren sind. So, war ich im Neutralen. Na, die Schaltung muss ich mich noch voll gewöhnen. Also Trommelbremse sowieso. Oh Gott. Trommelbremse für jeden, der... ich fand den Satz jetzt zum 8. Mal an, Leute. Für jeden, der schon mal ein ordentliches Motorrad gefahren ist oder so, dann mit einer Scheibenbremse, ist das natürlich schon unheimlich. Und dann irgendwie ist sie sehr weich. Also schon unheimlich weich. Man kann eine Trommelbremse ja trotzdem ziemlich geil hinbekommen, dass sie einen schönen Bremspunkt hat. Fühlt sich trotzdem nie so geil an wie eine Scheibenbremse. Aber das hier gerade ist echt unheimlich. Also wenn jetzt irgendwie ich vor Schreck bremsen müsste, würde ich sofort richtig Angst kriegen. Weil ich halt wirklich... Kannst ja mal gucken, hinter mir ist niemand. Guck mal, zack, das ist durchgegriffen. Hey, ich werde einfach kaum langsamer. Ich glaube, das ist beim Audi ähnlich. Beim Audi kannst du Vollbremsen, reinbremsen und der tut nicht Vollbremsen, sondern es ist so, du musst bremsen und dann sollst du wieder runtergehen und musst wieder, so wie pumpen, so eine Art. Ich glaube, das ist Jeep, ich glaube, das ist Trommelbremse, das macht, ja, die funktioniert halt anders. Also das ist unheimlich, sage ich mal.
richtig Spaß, macht richtig Laune, fährt sich so weich, die Federung ist so chillig. Echt geil. Das Problem ist immer, wenn ich hier bin, bin ich entweder mit einem Auto da oder mit einem vollen Transporter. Jetzt bin ich auch wieder mit meinem vollen Transporter da, weil so ein bisschen was passiert. Meine 500er wird ja gerade aufgebaut und mit der Super Duke passiert auch was Geiles. Und deswegen habe ich keinen Platz, um die mitzunehmen, aber ich würde die voll gerne mal nach Hamburg mitnehmen, weil gerade in Hamburg damit so rumzucruisen, ist halt schon geil, ne? Vor allem ja, also es wäre richtig nice, wenn wir einen Motovlog mit der machen, weil die ist nie... Mit dem hat er so wenig Videos gemacht, weil er das immer beim Niklas Wetterhahn, bei dem anderen Typ, wo Mechaniker ist oder wo, weiß nicht, ob Mechaniker ist, wo er immer bei dem gelassen hat. Ja. Wenn die so gut läuft, wie sie läuft, ist das einfach schön, es macht Spaß. Man kann irgendwie so chillig unterwegs sein und zu Kumpels fahren oder so. Es ist halt nur für mich voll ungewohnt, dass du im ersten Gang nochmal runterschalten kannst. Das ist auch irgendwie was irgendwie ich nicht so gewohnt bin. Normalerweise. Das wäre etwas, dass er GPS laufen lässt, dass du den Handyhalter machen und dann siehst, ob es vielleicht einigermaßen stimmt mit der Geschwindigkeit. Will ich immer einen Widerstand haben unterm ersten Gang und über dem sechsten, oder das wäre halt hier bei der 4-Gang über dem vierten, aber du kannst immer den Schalthebel wieder nach oben oder nach unten drücken. Also langsam komme ich wieder rein. Am Anfang war es noch so ein bisschen ungewohnt, aber ist es ja immer bei irgendwie einem neuen Fahrzeug, also was heißt einem neuen, einem anderen Fahrzeug, wenn man wieder was ganz anderes fährt. Aber jetzt hat man so ein Gefühl für die Kupplung, für das Gas. Ja, sagt er und failt richtig, schaltet erstmal neutral. Bester Mann, der Blackout. So, Blinker aus. Aber es ist so, also für mich ist das so ein geiler... Es ist so schön. Schau mal an, mit dem Sonne, die runtergeht, mit dem TÜV umfahren. Was willst du mehr? Was willst du mehr? Cruiser, damit kann man so geil in der Stadt unterwegs sein. Und das ist halt gerade das, was ich beim Roller immer so schlecht finde. Dass das Ding, früher vor 2007 durften die Roller ja noch 50 fahren. Nach 2007 nur noch 45. Und du bist in der Stadt einfach eine Verkehrsbehinderung bei 45. Jeder fährt in der Innenstadt safe 60 bis 70. Und wenn du da nicht mal normal mitschwimmen kannst im Verkehr, ist das halt richtiger Scheiß. Dann bist du halt eine Verkehrsbehinderung und die Leute sind abgefuckt von dir. Mit so einer Simme sind die Leute nicht abgefangen, weil ihr seht das, laut Tacho fährt die fast 70, das sind GPS gemessen bestimmt tatsächlich an die 60 km/h und damit kannst du halt schön in der Innenstadt mitschwimmen und gehst den Leuten nicht auf die Nerven. Ja, von daher echt, ist richtig geil. Also ich finde das auch mit den E-Bikes, also letztens ist ein E-Bike, es ist durch abgegangen und der ist 50, der ist wirklich satte 50 gefahren. Und ich musste den mit 60 überholen und das ist eigentlich schon, ja, ist eigentlich nicht gut, oder? Und das finde ich mit den E-Bikes richtig Rutz. Und was er sagt mit den 45, das verstehe ich ja, weil es gibt ja so Autos, wo, also entweder gibt es, was mich richtig nervt, Autos, die nur 45 fahren oder so, oder dann fahren einfach die Leute viel zu langsam, das nervt mich auch. Und jetzt merkt ihr es auch, jetzt läuft ihr auf die Runde und geht nicht mehr aus. Die war halt wirklich lange nicht an. Und dann ist das so, dass sie am Anfang halt ein bisschen Zwischengas braucht. Läuft jetzt wieder sauber und rund. Es ist ein Augenschmaus, das Ding. Das ist wirklich mega, schau mal wie schön. So. Schau mal wie schön. Ich hoffe, euch hat das kleine Video zu dem Teil gefallen. Mir hat es auf jeden Fall mega Spaß gemacht, schön, damit wieder zu fahren. Schön. Das Licht hier fällt auch bald raus. vorne. Das muss man mal hier wieder rüber machen. Was damit denn passiert? Ja, wenn euch das Video gefallen hat, wäre ein Däumchen wie man Träumchen. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, macht's gut, Peace und haut rein, ihr Landratten. Also mega schön, mega cool gewesen, damit zu fahren. Und ja, ich will mal sagen, ich tue gar nicht großartig noch reden, ich tue ein paar Kommentare noch anlesen. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal, euer Obscure 94.